Kämpfe der Chinesen in Turkestan während der Periode Qianlong von Eichhorn, Bonn. Turkestan besteht in geografischer Hinsicht in der Hauptsache aus einem hochgelegenen Becken der Wüste Gobi, Taklamakan, das rings umkranzt wird von hohen Randgebirgen. Von diesen strömen reichlich Gewässer herab, die zwischen den Fuß der Gebirge und dem Rande der Wüste eine Kulturzone schaffen, auf der viel Siedlung und Städte gelegen sind. Diese Gewässer, soweit sie nicht im Wüstensande verringern, vereinigen sich im Terrain, der ostwärts in den abflusslosen Lobnur mundet. Durch tief eingeschnittene Täler, vorspringende Ausläufer der Gebirge und Wüstenstreifen wird dieser Kulturgürtel in einzelne Teile gegliedert. Und somit entspricht wohl jene Vielheit von Stadt- oder Landschaftsstaaten, die wie eine Perlenkette die Wüste umgeben. Und die uns in den chinesischen Quellen, wie zum Beispiel den beiden Hanshu als älteste politische Gliederung des Landes gegenüber treten, am natürlichsten den geografischen Bedingungen dieser Partikularisation Turkestans scheint auch nach den wiederholten Eroberungen durch Turkvölker, Chinesen usw. Niemals restlos beseitigt worden zu sein. Zumal die Städte im westlichen Teil haben wohl beinahe immer eine gewisse Unabhängigkeit in ihren politischen Entschlüssen und Adhäsionen gezeigt. Erst mit dem altmächlichen Eindringen und Umstiegreifen der islamischen Religion scheint auch die Idee eines mehr oder weniger losen Zusammenschlusses der einzelnen Staaten aufgrund des gemeinsamen religiösen Bekenntnisses und der Gedanke an nationale Selbstständigkeit langsam aufzukommen. Auf jeden Fall spielen Ideen dieser Art eine Rolle in jenen Ereignissen der neueren Geschichte Turkestans, die nächststehend in chinesischer Darstellung aufgezeigt worden sollen. Die neuere Epoche der Geschichte Turkestans ist gekennzeichnet dadurch, dass hier der außenpolitische Zusammenprall zweier großen Kulturen stattfand, der chinesischen und der islamischen. Erste hat dem Länder der Hauptmerkmal mitgeteilt, die einheitliche Verwaltung durch eine gegliederte Beamtenschaft. Letztere hat ihm die Religion gegeben und die scheint trotz der damit verbundenen Vereinheitlichkeit die Geister doch mehr oder weniger von regionalen Charakter der alten Staaten in einer gewissen Selbstständigkeit der einzelnen mohammedanischen Gemeinden und ihrer Führer bewahrt zu haben. Gegenüber diesen beiden Faktoren tritt das Element der nördlichen Nomadenvölker, mögen sie auch noch so oft die zeitweiligen eigentlichen Herren des Landes gewesen sein, doch in den Hintergrund. In sozialer Gliederung bilden wohl hauptsächlich die Mohammedaner als Handwerker, Bauern und Kaufleute das arbeitende Element der Bevölkerung, wogegen die chinesischen Beamtenschaft die rechtliche Ordnung, die Abgaben usw. Kontrolliert und die Nomaden nur zu gelegentlichem Tauschhandel in die Städte hereinkommen. Hier möchte ich zunächst in einigen Hauptdaten die große Linie geben, auf der der Islam in den Bereich der chinesischen Geschichte eintritt, bis zu dem Zeitpunkt, an dem die nächstfolgende Darstellung einsetzt. 622 Hijra, Beginn der islamischen Zeitrechnung, 651 Gesandtschaft der Tazi am Hofe der Tang, 713 bis 14 Qutb erobert Bukhar, Samarkand, Fergan und Khwarezm, bringt über den Bodor bis Kashgar vor.
713 Gesellschaft der Araber in der Kaiserschantung und so weiter. Im folgenden Jahre kam es dann zum Abfall der Aufstand der Amr-Sana, der 1757 mit der endgültigen Unterwerfung des Dschungarei durch die Chinesen und dem Tod des Amr-Sana in Tobolsk endete. Nach 1533 Niedergang der Macht der Zaghadatiden, Ankunft des Khaja Makhdum Azem in Kashgar unter seinen Sohnen Mohammed Emin und Mohammed Ishaq, kommt zur Spaltung der Sekten der Weißberger und Schwarzberger. Diese Zeit beginnt die Machtstellung der religiösen Führer gegenüber den Inhabern der staatlichen Gewalt immer mehr zu stärken, bis letzterer bloß nach Staatenfiguren in den Händen der Hodja sind. 1677 Khaja Apak wird von Ismail Khan aus Kashgar vertrieben, begibt sich hilfesuchend zum Dalai Lama, der ihm die Unterstützung des Dschungaren Han Galtang vermittelt. 1778 und 79 Khaja Apak mit Hilfe des Han Galtang vertreibt den Han von Kashgar Ismail Khan und erreicht die Herrschaft der Khaja von Weißenberg. Doch bleiben die Khan von Dschungaren die eigentlichen Herren von Turkestan. 1696 und 97 Niederwerfung der Dschungaren durch die Chinesen, Tod des Galtang und seinem Nachfolger Zhuge erstarkt die Macht der Dschungaren bald wieder. Um 1720 Selbstständigkeitsbestrebungen des Akinbek von Kashgar veranlassten diesen und seine Söhne Burhan Uddin und Dschachja als Gefangene in die Dschungarei zu verschleppen. 1727 Tod des Zhuge, sein Nachfolger wird Khaltsering. 1736 Thronbesteigung des Kaisers Qianlong. 1745 nach dem Tod des Khaltsering bereichen in der Dschungarei Streitigkeit um die Herrschaftsnachfolge aus. 1753 tritt an die Spitze der Dschungaren Dawasch, der seinen Nebenführer Amr-Sana zwingt, zu den Chinesen an den Hof des Kaisers Qianlong zu fliehen. 1753 und 1754 Yusuf, Sohn des Khaltsering, ein fanatischer Mohammedaner, erhebt sich in den Kashgar, um das Joch der Ungläubigen abzuschütteln. 1755 wird Dawasch von den Chinesen aus der Dschungarei vertrieben und Amr-Sana aber über einen Teil des Landes als Herr eingesetzt. Dawasch flieht nach Turkestan, wird jedoch von dem Hodja Bek aus Usch den Chinesen ausgeliefert. Bei dieser Gelegenheit kehrte einer der Söhne von Hodja Ahmed, nämlich Burhanuddin, mit Hilfe der Chinesen und des Amr-Sana in seine Heimat zurück, um dort die Aufstände zu beenden, und erhielt die Herrschaft von Yarkand. Der andere Dschachja blieb als Mohammedaner Führer in Ili. Im folgenden Jahre kam es dann zum Abfall und Aufstand der Amr-Sana des 1757 mit der endgültigen Unterwerfung der Dschungarei durch die Chinesen und dem Tod des Amr-Sana in Tobolsk endete. Durch das Erlöschen der Dschungaren-Herrschaft in Turkestan musste natürlich bei den Mohammedanern-Führern der Gedanke aufkommen, dass nunmehr die Zeit günstig sei, den Wirtschaftsweg zu machen, auf eigene Füße zu stehen und eine Herrschaft der Chinesen über die Mohammedaner gar nicht erst entstehen zu lassen. Dass dies die Gedanken waren, die die Führer der Aufstands beschälten, geht auf Aufruf, mit dem Burhanuddin die Erhebung einleitet, klar hervor. Hier setzt nun die Darstellung des chinesischen Berichts ein. Die nachfolgende Übersetzung, die sich mit den Vorgängen in Turkestan in dem 22. bis 24. Jahre der Regierung Qianlong 1757 bis 1770 befasst, ist dem Shenghu-Qi, den Aufzeichnungen über die Kriege der Manchu-Dynastie, entnommen. Dies Werk wurde im Jahre
1843 von Wei Yuan Liedname Morsheng aus Shaoyan in Hunan verfasst und ist eine Beschreibung der Feldzug von 1603 bis 1841. Als Quelle im eigentlichen Sinne kann es nicht angesprochen werden, als solche können schließlich ja auch nur Werke wie die 8. Sammlungen Fanlue gelten. Da jedoch wie Yuan Mitglied des Geschichtsschreibungsamts war, können wir annehmen, dass er direkt aus den Quellen gearbeitet hat und seine Darstellung sicherlich zuverlässig ist. Das heißt, der offiziellen Auffassung der chinesischen Historie entspricht, dass er über den Islam und die Vorgänge und Zustände in den fern abgelegenen Ländern des Westens nicht alles zu genau unterrichtet ist, liegt schließlich an den Berichten, die seiner Arbeit zugrunde liegen. Mit den Vorgängen in Turkestan beschäftigte er sich im 4. Band seines genannten Werkes. Ich lasse seine Darstellung hier in freier Übersetzung folgen. 1. Aufzeichnung über die Pazifizierung des mohammedanischen Turkestan während der Periode Qianlong. Im Jahre 1757 war Ili gerade erst unterworfen und die Lage dort war noch nicht völlig geordnet. Gleichzeitig gab es wieder einen Aufstand im Mohammedaner-Gebiet. Das Mohammedaner-Gebiet ist der Distrikt südlich von Tianshan. Dieser wieder ist ein direkter Auslauf des Tianqianlong und erstreckt sich über die mehrere tausend Li bis Hami. Rechts und links von Tianshan sind die Gebiete der Zhongaren und die Mohammedaner. Das Mohammedaner-Gebiet umfasst die bereits im Hanshu-Unterwerfen erwähnten 36 Stadtstaaten, aber nicht die in die nördlichen Teile wohnenden Nomadenvölker. Von Hami an teilt sich die Verkehrsstraße in eine nördliche und eine südliche. Die eine führt von Barhul, die über die Berge, oder von Turfan über die Berge über Urumqi ins Ili-Gebiet und ist die durchgehende Hauptstraße. Die andere ist ein Seitenweg und geht von Ushi und Aksu über den Pinlong Eispass ins Ili-Tal. Vor der Sonnenseite die schneebedeckten Berge stürzten im Sommer und Winter zahlreiche Flüsse herab, fließen durch die Städte im Tianshan-Südgebiet und ergießen sich in den Lopnor. Dieser ist heimliche Quellefluss des chinesischen Huanghe. Innerhalb dieses Gebietes gibt es mehrere Dekaden größere und kleinere mohammedanische Städte sowie an den 1000 Dörfer und kleine befestigte Orsthaften der Mohammedaner. Nach dem Hanshu haben die allerkleinsten und die kleineren Städte in Turkestan manchmal nur einige hundert oder etwas über die 1000 Haushaltungen und nur einige 10 bis einige 100 Mann Soldaten. In der Regierungsperiode Kangxi erließ die Regierung einen Befehl, die von den Zhongaren eroberten über die 1000 mohammedaner Städte einschließlich aller Ortschaften und befestigten Siedlungen zu zahlen. Zusammenfassung der gegenwärtigen und der alten Weg- und Ostverhältnis von Tunhuang, dem alten Yuming und Yangquan, gelangt man westwärts nach Hami, dem alten Iwu, und weiter unter Umgehung der Hindernisse der weißen Drachendunen und der großen Räuber auf Seitenwegen zum heutigen Pichang, dem alten Shanshan oder Lowland, und nach Turfan, dem früheren Departement der Hojo, das nur Handzeit von U- und Qi Militärkommandanten verwaltet wurde. Die Verwaltungen des Tang-Bezirkes Jiaohe und die des Ming-Bezirks Hocho waren beide dort. Weiter nach dem Südwesten führten der Weg in die Gegend des alten Weishu und die Wenshi und dann weiter zum militärischen
Tarchu, dem Ule der Handzeit und Sitz des damaligen Generalgouverneurs, weiter westwärts gelangt man nach Burur, dem Lundtai-Gebiet der Handzeit, und wieder südwestlich nach Kucha, dem alten Quechu und Gouverneurssitz Enshi und der Tanzeit. Nach Norden gelangt man auf einen Seitenweg nach Sairam, nach Bai und dann nach Akso, dem Stadtwinzu der Handzeit, und es spaltet sich über die dreifach. Ein Weg führt nordwärts nach Usch und den Weidhou der Handzeit, eine zweite nach Südwesten bis Jerkant, dem Suchau der Handzeit, und der weiter nach Süden über die Üchau nach Hotan. Ein dritter Seitenweg führt an den Ufern des Olam-Flusses entlang nach Westen bis Kashgar, dem alten Sulu. Seit der Han- und Tan-Zeit war hier eine königliche Hofhaltung des Westlandes. Also diesen gab es im Nordwesten noch eine Reihe von kleinen Städten, wie zum Beispiel die Xiushung, Yentu, Pangtu und so weiter, die großteils jenen Teil Turkestans umfassten, die heute die Stamme der Buruten bewohnen. Sie hatten keine Staatshäupter und für ihre Zeit gab es keine Anhaltspunkte. Man schätzt, dass Turkestan von Osten nach Westen 600.000 Li und von Norden nach Süden 1000 Li misst. Westen, Süden und Norden und sind alle von hohen Bergen begrenzt. Vor der Tan-Zeit herrschte in Turkestan der Buddhismus. Das Aufkommen des Islams beginnt mit der Sui- und Tan-Zeit, aber seine Blüte erlebte er erst nach der Yuan-Zeit. Sein Heimatland ist Arabien, mehrere tausend Li westlich von Zünlung gibt es die beiden Städte Medina und die Mekka. In der Zeit des Übergangs von der Sui zur Tan-Dynastie lebte er dort der König Mohammed und der entfaltete eine religiöse Wirksamkeit, der mit großem Aufgebot unterwarf er die Länder in der Turkestan, fegte zunächst den Buddhismus hinaus und führte seine Religion ein. Er verfasste eine Bibel von 30 Abschnitten, führte Feiertage für die Gottesverehrung ein und verordnete Fasten und Kasteiungen. Festlich von Zünlung wird der allgemeine Verehrer und der Prophet genannt. Sein Nachfolger in der 26. Generation heißt Mahmud. Als er und seine Brüder sich im Ausgang der Ming-Zeit in die verschiedenen Länder begaben, da überschritt er von Medina her und Zünling und zog ostwärts nach Kashgar. Damit beginnt die Mohammedaner-Führer in Xinjiang. Dieser wieder sind die Ahnen der Huo-Chi-Chang-Brüder und so weiter. Das alte Hanat des Mohammedaner-Gebiets ursprünglich waren zur Mongolenzeit die Nachkommen des zweiten Sohnes des Genghis Khans namens Zagatai mit dem Mohammedaner-Gebiet belehnt. Als Mahmud aus dem Westen ankam, gingen alle die mohammedanischen Staaten zu ihm über. Dann kam das Erstarkten der Old-Dzungaren, die den letzten Nachkommen der Mongolen Khane nach dem Norden des Tian Shan überführen. Das Mohammedaner-Gebiet und die Kasaken waren ihnen untertan. Das Nomadenland der Kasaken lieferte ihnen nur die Pferde, aber die sämtlichen Städte des Mohammedaner-Gebietes teilten sich unter die Verwaltung der Anchi auf die erhobenen Abgaben und die Steuern oder entsprechende Frondienste. Zugleich behielten sie einen islamischen Führer als Geisli-Nili. Im Jahre 1696, nach der Niederlage der Alten, nahm der als Gisli-Nili zurückgehaltene Mohammedaner-Führer Abdur-Rashid seine Zuflucht zu den Chinesen. Der Kaiser hatte mitteilt, mit ihm schickte Leute zu seinem Beistand nach Hami und ließ ihn nach Jerkant zurückkehren. Das ist, dass der Großvater der Hoja-Bruder, sein Sohn Mahamud, wollte ein einheitliches, selbstständiges Reich begründen, ohne Abhängigkeit vom Auslande. Kaltenzering griff ihn wieder an, nahm ihn fest und warf ihn in das Gefängnis. Zugleich mit ihm arrestierte er seine beiden Söhne und ließ sie mehrere tausend Mohammedaner Familien mitbringen, die das Land kultivierten und die Steuern zahlen. Der älteste der Söhne heißt Burhan und die jüngere Chachcha. Das sind die man gewöhnlich
den großen und den kleinen Hoja nennt. Im Sommer des Jahres 1755 hatte das Heer des Kaisers die Lage in Ili geordnet. Sie hatten den großen Hoja bereit mit Truppen gelegt, nach Erkent zurückkehren und sein Amtsgebiet wieder einnehmen lassen. Den kleinen Hoja dagegen hatte man zurückbehalten, man behandelte ihn mit Ehren, ließ ihn in Ili wohnen und die Geschäfte der Mohammedaner führen. Als er nun zum Aufstand des Rebellen Namasana kam und in Ili die Unruhen begannen, unterstützte der kleine Hoja mit seinen Anhängern die Rebellen und bekämpfte die dem Kaiser treu gebliebenen Daich und Saisan. Als aber die kaiserliche Armee binnen Jahresfrist die Ordnung wiederhergestellt hatte, da kehrte der kleine Hoja heimlich in seine Heimat zurück. Da erst schöpfte man Verdacht gegen ihn. Aber unsere Generale schickten den Gardeoffizier Toluntai ins Mohammedaner Gebiet, um dort die Abgaben und die Steuer zu ordnen. Weil er keine Einigung erzielte, erstattete General Chaohui wieder Bericht an den Thron und den Machte sendete Fu Tutung Emindao hin, um die Ruhe herzustellen. Gleich nachdem der kleine Hoja in seine Heimat zurückgekehrt war, berieten sich die Brüder miteinander über ihr Vorgehen. Der große Hoja wollte alle Gefolgsleute unter seinem Befehl vereinigen. Er habe gehört, dass die chinesische Regierung Weisung gegeben habe, den kleinen Hoja in Gewahrsam zu nehmen, weil er vor dem die Rebellen unterstützt habe. Wenn man dieser Verfügung des Hofs nachkäme, so argwohne er, dass man die beiden Brüder kommen lassen und nach dem Vorbild der Jungan einer als Geisel in der Hauptstadt zurückbehalten würde. Unsere Vorfahren haben sich unter solchen Umständen über die Generation hin von anderen Vorschriften machen lassen müssen. Jetzt ist aber glücklicherweise der starke Nachbar vernichtet und wir sind keinem Zustand ausgesetzt. Wenn wir jetzt nicht diesen Zeitpunkt zur Erreichung eines selbstständigen Staates benutzen, dann bleiben wir für lange Zeit die Knechte anderer. Das wäre kein guter Plan. Die lange in der kürzlich von den Chinesen besetzten Jungwara ist noch unsicher und die schwankenden Truppen können nicht herkommen. Sollten aber doch welche kommen, so werden wir den Engpass besetzen und sie abwehren. Wenn aber der Nachschuss unterbrochen ist, können wir sie ohne Kampf zurücktreiben. Nachdem über diesen Plan die Entscheidung gefällt war, versammelte er die Bek, die Achung und so weiter, dann machte sich die Bator Khan selbstständig. Er verbreitete einen Abruf an die Ayman und jede Stadt, die sollten Fußtruppen und Reiter sammeln, Vorräte und Kriegsmaterial aufspeichern und dann abwarten die Mohammedaner Familien. In einer Anzahl von mehreren 100.000 fielen ihm aus namenlos zu, bis auf den Akimbek oder 3 Städte Kucha bei Aksu, Namen Odu und einige andere, die den kleinen Hoja von früher her kannten und unter seinen Blutdurst gelitten hatten, dazu aber auch die Macht unserer Truppen fürchteten. Sie flohen alle nach Ili, der General Chaohui ließ Odu und die mit ihm gekommen waren, sie sich in Emindao anschließen. Dieser rückte an der Spitze der von 2000 Soldaten aus und unter dem Vorwand zu agieren, war aber noch nicht bis Kucha gekommen, als Odu und so weiter unterwegs hörten, dass ihre Angehörigen niedergemetzelt worden seien und alle Städte den Abruf verständlichen Folge leisteten. Das überließ der kleine Hojas mit Abdul eng befreundeten sei und mit starken Truppen Kucha besetzt halte. Sie hatten deshalb schleunigst umzukehren und erst nach Eintreffen des Armee zum Angriff zu schreiten. Aber Amindao folgte ihnen nicht, sondern eilte mit 100 manchen Soldaten nach Kucha.
und wurde beim Eindringen in die Stadt getötet. Odu und die Ölsoldaten kehrten in den Eilmarschen zurück und brachten die Sache zu Gehör. Weil Jauhui gerade im Begriff war, den Krieg gegen die Old rasch zu beenden, gab der Kaiser Befehl, Yarkashan zum Qingyi-General zur Dämpfung des Auswuchs zu ernennen. Im 5. Monat des Jahres 1758 schickte er sich an, mit einer Armee von mehr als 10.000 Mandschuren und Chinesen sowie Odu und so weiter von Turfan aus den Angriff gegen die Kutscher vorzutragen. Die Hojo-Brüder hatten aber die Kunde davon erhalten und kamen an der Spitze von mehr als 10.000 mit Flinten bewaffneten Truppen von Aksu aus auf Seitenwegen durch die Gräubi zur Unterstützung herbeigeeilt. Im 6. Monat fing sie Unterling Tai Da Chong Ailunga auf Hartenberge ab und griff sie an. Zunächst vernichtete er ihre Vorhut von 3.000 Mann bei Toranei. Am 16. Tag nahm er wieder 1.600 Mann gefangen und ließ sie beim Flüsse niedermachen. Er entriss ihnen ihre große Bahn und schnitt ihren Rückzug ab. Die Hojo-Brüder zogen die ihnen verbliebenen Truppen etwas über die 800 Mann zusammen und begaben sich zum Schutze der Städte nach Kucha hinein. Da freute sich unsere Armee, dass die beiden Rebellenführer von selber ins Netz gegangen waren und man sie zusammen vernichten könnte, aber du sagte, die Feinde haben bestimmt nicht die Absicht, sich in den Staat einschließen zu lassen, und sicherlich wollen sie einwissen. Für Flucht stehen ihnen zwei Wege offen. Einer führt im Westen aus der Stadt heraus durch eine seichte Flucht des Ogen, oder andere durch einen Pass in den Nordbergen in den Richtung auf Aksu und die Röbe. Ich bitte, bei den beiden wichtigen Durchgangsstellen je 1000 Soldaten auf die Lauer zu legen. Yarkashan aber traf keine Vorbereitungen, sondern verbrachte die Tage mit Schachspielen und machte sogar nicht einmal die Runde auf den Verschanzungen. Am 24. Tag abends hörten Soldaten und Soldaten in der Stadt Kamelgeschrei, als ob die Tiere für eine weitere Reise schwer beladen wurden. Sie meldeten dies dem General, aber die schenkte mit wieder keine Beachtung. In dieser Nacht verließen die beiden Rebellenführer und der Berg Abdul tatsächlich mit 400 Rittern heimlich die Stadt durch das Westtor und entwischten durch den Pass in den Nordbergen. Aber der Mandschu-Brigade General Schunden, der den Posten vor dem Westausgang innehatte, erhielt Nachricht davon, dass es jedoch noch Nacht war. Alarmierte er mit den Truppen. Erst in der Morgendämmerung sandte er die 100 Mann zur Verfolgung. Da hatten die Flüchtlinge aber die bereits den Ogen überschritten hinter sich die Brücke abgebrochen. Später bezeichnete der General Yarkashan deshalb den Schunden, um die Verantwortung von sich abzuwalten. Die vereinigten Kräfte griffen sie die Stadt an. Die Stadt lehnte sich an einen Bergrücken und war mit einer Verschanzung aus Kies und Wiedenruten befestigt, in die das Geschütz keine Bereiche schießen könnte. Der Titu Mate Shong ließ die grünen Bahntruppen einen unterirdischen Gang graben, um seiner Abteilung Eingang zu verschaffen. Tag und Nacht überwachte er streng die Arbeiten und gönnte den Leuten keine Ruhe. Er war gerade im Begriff, sich die Stadt und Wallung bis auf Zweichang zu nähern, da die bemerkten die freundlichen Verteidiger der Stadt der Lichtschein unter der Erde, die Gruben seien eine Gegenmine, füllten sie mit die Gras und zündeten es an. Von unseren Soldaten verbrannten mehr als 600. Wieder bezichtigte Yarkashan den Titu, um die Verantwortung von sich abzuwälzen. Keine banale Beteiligung, aber beantragte gegen sich selber ein Strafverfahren.
Im 8. Monat entwischte der Staatsverteidiger der Mohammedaner vor Abdus bei Nacht heimlich durch den Ring der Belagerer. Der Rest der Besatzung öffnete die Tore und ergab sich. Der Kaiser ergrimmte und bestrafte den Yachashan, Shunden und Ma Cheshong mit dem Tode. Danach erhielt auch der Aussitz-Militärgouverneur Tenshan Haninga seine Strafe. In dieser Zeit erhielt der General Zhao Hui vom Kaiser von Befehl, nach Peking zu kommen. Er reichte aber ein Gesuch ein, in dem er darum bat, bei der Truppe belassen zu werden, um die Angelegenheiten im Westen zu beenden. Der Kaiser bestärkte ihn in seiner Absicht und somit erließ er den Befehl, das Heer in südlichen Richtung in Marsch zu setzen. Die beiden Hodja flohen damals nach Akso. Der dortige Hodja Sibik, der bereits früher der Dschungarenfürsten Dawat festgenommen und ausgeliefert hatte, wofür ihm eine Auszeichnung zuteil geworden war, verschloss die Stadttore und ließ sie nicht ein. Unter Vorspielungen ließ er sich nach Usch ziehen, aber auch Usch nahm sie nicht auf. In dieser Lage floh der kleine Hodja nach Yarkand und der große Hodja nach Kashgar. Zhao Hui befahl dem Odo in Trotang Ordnung zu schaffen, aber der Hodja Sibek ließ er sich dem Heere anschließen. Die Truppen waren damals noch nicht vollständig versammelt und Zhao Hui trat nur mit einer Vorhut von 4.000 Mann Fußvolk und Reiter den Vormarsch nach Yarkand an, indem er den Untergeneral Fude zurückließ, um den Rest der Feinde zu vernichten und zu warten, bis sich das Gros versammelt habe und nachfolgen könne. Zu dieser Zeit hatte der kleine Hodja bereits die Wale verstärkt und das Vorfeld freigemacht, das Getreide auf den Feldern gemannt und die Bevölkerung in die Stadt versammelt, die sie bewegte, dass er unsere Heer nicht zu plündern vorfand. Auch ließ er 5 Li nordöstlich vor der Stadt Graben ausgehen und die Feldbefestigung errichten mit der Absicht, die unseren eine Zeit lang hinzuhalten, um den großen Hodja Gelegenheit zu geben, gestützt auf Kashgar einen Flankenstoß auszuführen.